Jetzt wollen wir einmal schauen. Im Fernrohr. Noch nichts zum Sein von unserer nobligen Zweitwohnungsnachbarschaft. Na, die Rollläden, die sind noch herunter. Ja, dann werden schon noch kommen. Bei dem schönen Wetter, das der Radio angesagt hat fürs Wochenende. Aber Chefin, Sie sind ja direkt heiß auf die. Heute schon, ausnahmsweise. Wie strahlst du so, Mama? Hat's auf der Bank was gegeben? Wenn du Geld meinst. Nein. Schon wieder mal ein Weg umsonst. Na, nicht ganz, Sabine, nicht ganz. Da schau her, lies selber. Von deinem Rechtsanwalt? Ja, eine einstweilige Verfügung. Wir dürfen unseren Biergarten wieder aufmachen. Eine einstweilige Verfügung zur einstweiligen Vergnügung. Ja. Da werde ich am sauber stinken, unserem Herrn Nachbarn. Du und ihrer, ja Stierer. Warum müssen uns die auch wegen dem Biergarten auf Ruhestörung verklagen? Da schaut's her. Hab ich drucken lassen in der Stadt drinnen. Express. Ein halbes Dutzend. Der Mesner, der tragt's grad aus im Dorf. Ich sag ja, pass auf. Ja? Du hängst jetzt das Plakat. Wo hängst du's denn hin? Ah, am besten da hin, ja. Da kann man's von da drüben am besten sehen. Und das nächste Plakat, das hängst du drunter. Jawohl. Das hat eine doppelte Wirkung dann, gell? Lass einmal schauen. Einladung in meinen wiedereröffneten Biergarten, Freitag den... Ja, das ist ja heute. Okay, Mama, es ist doch abends noch viel zu kühl, um sich in einen Biergarten zu setzen. Und wenn's Bier ein Grundeis kriegt, auf den Triumph warte ich nicht länger. Nein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Simon Wimmer auf seiner Ziehharmonika. Was, unser Mesner? Mit seiner uralten Quetschkommode. Dann hat er vielleicht so eine neumodische Krawallmusik lieber, ha? Zur Feier des Tages Freibier. Jetzt auch noch ein Freibier, wo wir doch schon fast pleite sind. Fast, Sabine, fast. Um's denen da drüben zu zeigen, da klangt's immer noch. Oh, sind das die restlichen Würste von der Woche? Von der Woche? Die sind alle von heute unverkauft. Ja, ich tu's gleich einmal in die Gefriertruhe zu die anderen dazu. Ja, der Freitag war noch nie ein Tag für einen Metzger. Also Mama, wenn du dir's doch bloß einstehen darfst. In einer fortschrittlichen Gemeinde wie in unserem Hupfelding, da haben sie an einer alten Metzgerei genauso wenig einen Bedarf wie an einer noch älteren Bauernwirtschaft. Das, was die Leute brauchen, das bringen sie sich aus der Stadt mit. Schau, das Bier holen sie vom Getränkemarkt. Jawohl, und die Würst vom Supermarkt. Da hat die Sabine recht, Chefin. Wir können doch mit der dortigen Wurstabteilung überhaupt nicht konkurrieren, Mama. Und wer beliefert die Wurstabteilung? Unser sauberer Herr Nachbar. Und mit dem nehmen wir immer noch auf. Der Herr Wurstfabrikant Regensburger, der macht dir doch für alles hier ein faires Angebot. Verkauf. Schau, da müsst alle deine Sorgen los. Verkaufen. Damit ich mit anschauen kann, wie unsere schöne Metzgerei und der alte Gasthof abgerissen wird. Um modernisiert zu werden, Mama. Der Herr Regensburger, der möchte hier ein kleines Zweigwerk von seiner Fabrik anbauen. Ja, und in der werden dann auch unsere Würste in modernster Fertigung hergestellt werden. Wirst sehen, Mama, du wirst begeistert sein. Ja, freilich, eine Hochzeit nach dem anderen wäre ich machen, wenn unsere Würste am Fließband daherrollen. Mein Gott, Mama, das ist halt einmal der Fortschritt. So redst du daher, als Metzgermeisters Tochter. Der Papa, der tat's im Grab dran, wenn er dich so reden hören tat. Der Papa ist doch auch immer für einen Fortschritt gewesen, wenn's um die Metzgerei gegangen ist. Aber nicht bei den Würst. Die sind noch genauso wie vor der Geschäftseröffnung. Für die Gefriertruhe. Also so konnte es nie weitergehen. Anstatt zu provozieren, solltest du dich lieber mit dem Herrn Regensburger arrangieren. Arrangieren? Mit dem da? Na, da hat unser Eins auch seinen Stolz. Oh ja, den gleichen dummen Stolz, mit dem du mir deine finanziellen Schwierigkeiten verschwiegen hast. Bis zuletzt. Für mich ist jede weitere Diskussion über unsere Metzgerei erledigt. Ja, Sabine, das war noch ein besonderes Zuckerl.
Du schreibst da unter das Freibier, schreibst du hin und für jeden Gast ein paar frische Geschwoine gratis. Nein, frische Geschwoine gibt's halt nicht mehr, Chefin, nein. In der Gefriertruhe haben wir doch noch genügend. Auf die Weise kommen die auch weg. Xaver, du stellst sofort Tisch und Stühle auf. Und die Sabine schafft alles Weitere an. Ja, aber Mama, was... Keine Widerrede. Für was habe ich dich in die nobelsten Hotel von der Schweiz geschickt? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Mich wundert ja bloß, warum die Mama dem Herrn Regensburger das Grundstück nicht mal überhaupt verkauft hat. Weil sie Geld braucht hat. Aber eines sage ich dir, Sabine, wenn deine Mutter gewusst hätte, wenn sie da als Nachbarn kriegt, dann hätte sie das Geschäft nicht gemacht. Der Handel ist übrigens über einen Strohmann von dem Makler abgewickelt worden. Ja, ganz schön raffiniert. Ja, genauso wie der Appetit vom Regensburger auf den üblichen Besitz von deiner Mutter. Lieber, das ist einer von der Sorte Raphael. Der rafft alles zusammen, was er im Finger kriegt. Und sein Sohn, der ist um keinen Pfennig besser wie der Alte. Das hört sich jetzt aber ganz nach persönlicher Betroffenheit an. Komm, Xaver, sprich die aus. Du, das erleichtert? Naja, es geht, oder besser gesagt, es ist um die Urschel gegangen. Aha. Deine ewige Braut. Meine ehemalige Braut. Und jetzt macht sie da drüben am Wochenende auch noch einen Haushalt. Mein Gott, das ist ein kleines Zubrot. Wieso, das ist doch nicht schlecht? Schlecht kann dann werden, wenn man sieht, wie der junge Regensburger um die Urschel rumschwanzelt. Okay, hast du das selber schon mal gesehen? Dann kann er nicht mehr schwanzeln. Nein. Sie selber gibt recht an damit. Nachdem er sich ein halbes Jahr nicht mehr sehen hat lassen bei ihr, gehen wir dieses Wochenende wieder raus, der Franz. Weil er so unglaublich Sehnsucht hat nach ihr, sagt die Urschel. Ich hab auch einmal einen Franzkind. Der war aus München. Und seine Mutter, die war aus Köln, ja. Eine Kölnerin, die jetzt in München wohnt. Na bravo, ja. Der da drüben, der darf's vom Fleck weg heiraten. Wenn sie nur wollt, sagt die Urschel. Also sei mir nicht best, Xaver. Der Sohn vom reichen Regensburger und die Urschel. Gar nie. Wieso? Es soll doch schon mal ein Millionär seine Putzfrau geheiratet haben. Ja. Und der Prinz sein Aschenputtel im Märchen, Xaver. Also ich glaube, du sagst dich da umsonst. Na, irgendwas muss dran sein, ja, weil die Urschel da so auftrat. Ja, was glaubst denn du, zu was eine Frau es imstande ist, um bei einem Mann ans Ziel zu kommen? Ja. Und nachdem du dich bei ihr seit Jahr und Tag vor dem Ehestand drückst, ja, da will sie dich halt mit einem Nebenbuhler aus der Reserve locken. Bei mir hat die Reserve Ruhe. Schau, Xaver, seit wann ist, entschuldige, war die Urschel jetzt dein Schatz? Ja, vor 8 Jahren. Ja, genau, vor 8 Jahren, da sind wir das erste Mal zusammengekommen an ihrem 20. Geburtstag. 8 Jahre? Stell dir das einmal vor. Ja, hast denn du in der ganzen Zeit nicht einmal ans Heiraten denkt? Daran denkt hab ich schon, aber die Sache hat einen Haken. Die Urschel ist doch eine Vegetarierin. Eine von der Sorten, die nur Grünzeug frisst, so wie das Viech. Sie hat gesagt, eine Heirat mit mir käme nur dann in Betracht, wenn ich's Metzgern aufgeben darf. Essen müsst ihr alles das, was bei ihr auf den Tisch kommt. Oh, viel Teufel. Da bleibe ich lieber Junggeselle. Xaver, in einer Ehe muss man sich arrangieren können. Ja, dann bringst du einmal der Urschel den Salatstauen und meine Schweinshaxen zusammen. Na schau, Xaver, so hoffnungslos ist euer Fall ja gar nicht. Also, wenn du willst, dann kann ich gerne mal mit der Urschel reden, weißt du, so von Frau zu Frau. Um Gottes Willen. Die pult sie mir wirklich, hey, ich hätte ernste Absichten. Xaver, also darüber solltest du jetzt aber langsam klar werden. Naja, wie auch immer. Mein Angebot gilt. Mit den Weibern kennt man sich wirklich nicht mehr aus, hä? Da ist der Schwaber Großvater. Ganze Tag redet er von nichts anderem mehr. Was, die reden über uns? Na, doch nicht über uns. Von euch. Ja, dass euer Biergarten wieder aufgemacht wird. Und dass die Postwirtin an Herrn Regensburger gesagt hat, wo in Hupfelding die Musik spielt. Ja. Dabei ist doch die Frau Regensburger so sensibel, wenn es um die Ruhestörung geht. Ich traue mir ja gar nicht, ihnen draußen auf der Terrasse zum Kaffee einzudicken. Dabei hätten wir heute so ein schönes Wetter, um draußen zu sitzen, wo alles so schön blüht und grünt. Geh. Bei grüne, blühende Wiesen, da denkt doch ein Vegetarischer wie du bloß ans Essen. Immer noch besser, als wenn einem nur der Sinn nach dem sündhaft Fleischlichen steht. Wie ein Metzger. Aha, aber für Fleischfabrikanten, da tragst du dein Kugelhupf schon spazieren, gell? Spazieren? Spazieren ist gut. Du, ich muss mich auch schicken. Meine Leute, die können auch jeden Moment da sein. Bitte.
Liebende soll man nicht aufhalten. Also dazu müssen schon ganz ein anderer kommen, als wir du. Wo ich geh und steh, tut mir mein Herz so weh. Oh, Weiber. Schau mal weg, uns viel Platz übereinander. So fleißig bei den Festvorbereitungen. Ja, freilich, du auch, ja? Ja. Herr Mesner, die Plakate alle unter das Volk gebracht. Das ist schon weg, ja. Okay, Simon, setz dich mal auf den Stuhl da hier. So? Ja. Ja. Nein, vielleicht doch lieber auf den da. Hä? Ja. So. Setz dich mal auf die Bank. Weißt du jetzt vielleicht bald, was du willst, hä? Ja, und jetzt rutscht er ein bisschen vor. Was? Und schon haben wir das Abputzen gespart. Aha! So kann man es natürlich auch halten mit seiner Arbeit, gell? Mei. Wer einer wie du schon was von der Arbeit versteht? Du, wenn mich der liebe Gott zum Arbeiten erschaffen hätte, dann hätte er mir nicht 10-mal mehr Verstand mitgegeben, als wir einem windigen Metzger gesehen, gell? Oh. Da muss der liebe Gott aber in dir ein Wunder vollbracht haben. Wieso? Ja, weil du das, was du 10-mal von ihm gekriegt hast, mindestens schon 50-mal versoffen hast. Schluckweise. Dein Verstand nämlich. Ja. Grüß dich, gut, Meister. Du, ich möchte mich mit dir jetzt auf keinen Religionsstreit einlassen, gell, sondern ich möchte ein Bier. Und die Wirtin brauche ich auch, weil derer habe ich was Wichtiges zum Sagen. Ja, möchtest du jetzt lieber ein Bier oder lieber zuerst die Wirtin? War der Unterschied? Ja, das glaubst du. Weil wenn die Chefin am Nachmittag schon beim Bier singt, dann kann es leicht sein, dass sie sich für den Abend einen anderen Musikanten sucht. Ja, dann pressier's nicht so mit der Wirtin. Dann bringst du mir zuerst ein Bier, gell? Ja, okay. Und der Schnapsal bringst du mir auch auf ein Konto. Auch was? Auf Spesen, wenn du das besser verstehst. So mag ich's, verstehst? Kein Pfennig Geld im Sarg, aber Ansprüche. Grüß Gott, Herr Wiesner. Grüß dich gut, Sabine. Der Name macht Sie recht gut auf den Plakaten. Finden Sie nicht? Ja, mei, Sabine. Ich mein, bei aller Bescheidenheit, gell? Aber wenn du wissen darfst, auf welchen Konzertplakaten mein Name schon gestanden ist. Du, Anno 60 im Dom zu Passau. Mein Spiel auf der weltgrößten Orgel. 600 Zuhörer, sag ich dir. Naja, heutzutage klang's nicht einmal mehr für einen Sonntagsgottesdienst in Hupfelding, gell? Wieso denn nicht? Wir haben doch wieder einen Pfarrer. Ja, hätten, Sabine, hätten, zur Aushilfe, nicht? Ja, aber der neue Herr Kaplan verweigert uns ja die Seelsorge, weil das sonntägliche Glockenläuten unterbleibt. Was? Am Sonntag keine Kirchenglocken? Okay. Wo gibt's denn sowas? Ja, bei uns? Haha. Du, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn's dem bösen Nachbarn nicht gefällt, respektive unserem Neubürger. Dem Herrn Ringsburger? Ja, schon mehr den zart beseiteten Nerven von seiner Frau Gemahlin, gell? Und einen Gerichtsbeschluss, der das Wohlergehen dieser Dame über das Seelenheil einer ganzen Gemeinde stellt. Ja. Indem das die Schaltzeichen zur Religionsausübung... Die was? Ja, so heißt das Glockenläuten Gerichtsmasse. Indem das die gegen das Immissionsschutzgesetz verstoßen. Ja. Ich mein, zuerst hat's ja nur der Stundenschlag gestört, gell? Dann das Angelusleiten in der Früh. Und wie dann unser alter Herr Pfarrer von uns gegangen ist, Gott hab ihn selig, da war's ganz aus mit dem Glockenläuten, nicht? Ja, ohne Pfarrer keine Messe, ohne Messe keine Glocken, ohne Glocken keinen Kaplan, ohne Kaplan keine Messe. Und ich sag, das ist ein Skandal, wie es bei uns in Hupfelding zugeht. Ja, sagen Sie mal, gibt's denn noch nicht sowas wie ein Heimrecht? Ich mein, die Hupfeldinger, die haben doch einen Anspruch auf ihre Tradition und auf ihr Brauchtum. Ja schon, aber keinen Rechtsanspruch. Das ist ein bisschen was anderes, nicht? Mein Mann, ich danke dir. Gruß von der Chefin, das geht auf heute Abend, gell? Was? Und sie kommt gleich. Es ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass am Sonntag unsere Kirchenglocken immer läuten. Das haben wir noch nicht gespannt. O Zeiten, o Sitten. Aber wie sein Huberbauern, sein Gockel, da diesen hinterhupferten Ferdinand da, wie es den am Thron gegangen ist, da hat das ganze Dorf von nichts anderem gelebt, gell? Entschuldige, was hat denn der Gockel mit unseren Kirchenglocken zu tun? Ja, wegen der Ruhestörung.
Laut Gerichtsbeschluss hat der Huber sein Gogel ruhig stellen müssen. Meiner hat die Huberin gesagt, wenn der arme Kerl sowieso nichts hat von seinem Leben, dann können wir doch gleich schlachten. Ja, und so ist halt leider am Grill geendet. Der Huberbauer. Ja. Der Ferdinand, der Gockel. Ach so, freilich. Ja, weil nämlich das lustige Gekrähe von diesem munteren Burschen, den ich da drüben auf die Nerven gegangen ist, gell. Jetzt sind sie hinter den Schäckerbauern, seine zwei Kühe, die hinter ihrem Haus auf der Wiesen weiden. Die Kuhglocken müssten weg, weil die waren zu laut, gell. Mein Gott. Und als Fortschritts willen muss man halt auch zu Zugeständnissen bereit sein. Sag mal, dass die Sabine so gar nichts hat von ihrer Mutter. Ja, mei, weißt schon. Es kam der Tag, da war der Saulus Paulus geworden. Prost. Was ist das, Sabine, die hat Ansichten, gell? Direkt revolutionär. Ja, wir haben's gerade aufgeklärt über deine prozesssüchtige Nachbarschaft. Und du hättest was für mir wollen? Hat der Geschafft ja gesagt? hä? Ach so, ja, freilich. Also pass mal auf, Mali. Ja. Ich mein, wenn du schon, ohne mich vorher zu fragen, gell, meinen Namen da auf dieses Plakat drucken lässt, dann darf's mich halt interessieren, wie du das hältst mit dem Diretari. Mandei. Weißt du überhaupt, wie tief du bei mir in der Kreiden stehst? Kennst du überhaupt deine 6 Schulden, hä? Mei, weißt schon, wer von uns ist schon ohne Schuld? Ja, dann sei froh um jede Absolution. Und, sonst noch was? Ja, übers heutige Abendprogramm sollten wir uns noch unterhalten, ne? Übers Programm? Na, spielst halt deine alten Liedl so wie früher. Ja, freilich. Wir sind am zünftigen Biergarten, der Brauch ist. Da verlasse ich mich ganz auf die. Ich danke dir, Mali. Das ehrt mich. Du weißt ja, mein Repertoire ist unerschöpflich. Ja. Wir sei Durst. Ja. Und gerade deshalb war eine geistige Anregung für meine Programmauswahl heute Abend sehr hilfreich. G'schafe, dann bringst du ihm noch ein Bier als für eine geistige Anregung. Aber dass man für ja nicht aus die Latschen kippst heute auf die Nacht. Mali, du kennst mich doch. Mit jedem Bier wächst mein Unterhaltungswert. Das ist schon recht. Also pass auf, ich leg mich jetzt nur ein bisschen hin, dass ich ausgeruht bin, wenn der Ramasuri heute auf die Nacht da losgeht. Und dass mir ja keiner weckt von euch, gell? Ja, Chefin, was ist dann, wenn die von drüben kommen? Oh, die werde überraschen, dass er nur die Augen so raustreibt. Die werde nicht einmal die Postwirtin übersehen, wenn's da bei uns herinnen nur so wurlt. Siehst du's? Das ist das, was mir an der Mali so gut gefällt. Ihr gesunder Optimismus. Ach, recht, Simmel. Gesund ist es, unser Chefin, gell? Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen Doktor im Haus gehabt haben. Hey, da. Ein Bier hast du da. Was? Jetzt nimmer. Du kannst dich nützlich machen, Simmel. Schreib da und das Freibier schreibst noch 2 frische Geschweine gratis. Ja. Jawohl, wie man das schreibt, weißt du ja. Englisch oder Französisch? So, dass man's lesen kann, Depp. Dann schreibe ich umsonst. Halt! Herrschaft, zeigt jetzt ist er fort. Ich hätte der Mali was Wichtiges zum Song gehabt. Das ist ja wurscht. Was hat er jetzt gesagt? Frische Geschwollene. Geschwollene. Gratis. Das ist aber nett, Herr Miesner, dass Sie mir mehr Arbeit abnehmen. Hey. Sie sind ja direkt ein Künstler. Ja, mei, entweder man hat es oder man hat es nicht, gell? Du, sollen wir das andere? Das? Na, mit dem, da machen wir jetzt ganz was anderes. Geh weiter. Ja. Jetzt Was passen möchtest Sie du auf. machen? Da schreiben wir jetzt drauf. Heimrecht für Hupfelding. Das ist gut, Sabine. Heimrecht für Hupfelding, das ist ja ganz gut. Das gefällt mir da. So. Ja. Das Motto des heutigen Abends, gell? Und für die nächsten Tage. Ja, und Wochen, wenn es sein muss. Ja. Auf alle Fälle so lang, bis wir alles wieder haben, was unser Hupfelding so einzigartig und liebenswert gemacht hat. Genau, du, die Kirchenglocken, die Kurglocken auf der Wiesen
Ein Huberbauern, sein Kuckel. Ja, der ist ja wohl unwiederbringlich dagegen. Ach so, ja, den. Aber um alles andere wer kämpft. Ja. Heimrecht für Hupfelding. Versprochen? Versprochen. Also, ich sag dir was, wenn ich jetzt 14 Tage jünger war, dann Tage. Ja, dann werden Sie es doch, Herr Messner. Okay, sag doch nicht einmal Herr Messner zu mir. Das klingt ja gleich so konventionell, gell? Einverstanden. Simmern. So ist gut. Ja, sag einmal, du alter Depp, du! Was ist denn, Du nicht gleich deine Platz weg von dem Madel Hado! Euch nicht gegenseitig umbringen, sondern miteinander kämpfen. Gut, geh her, dann kämpfen wir auf. Also, da, nur her da. Doch nicht so. Da schau her. Ums Heimrecht für Hupfelding. Ach so, um das ist gegangen. Ach, wegen dem habt's ja hier zusammen, da. Ja, da bin ich dabei, natürlich. Das heißt, mein Einstand hätte ich schon gern kassiert bei dem Bündnis. Ah, geben oder nehmen? Oh, ich gib's grad so gern, wie es nimm. Geh her. Also, du schaffst du Hinterköpfiger! Sie Eifergsafer! Ja, lass sie, du, das ist ein gutes Zeichen. Ja, vielleicht bei einem normalen Menschen, aber nicht bei der Urschel, die ist ja nicht normal. Ja, na passt's ja gut zusammen. Biffig Spinner. Möchtest du schon wieder Was ist denn anfangen? wohl? Du sei du bloß froh, dass ich mich in Gegenwart deiner Dame nicht prügele. Jetzt lasst mal endlich die Streiterei sein. Ja, denkt lieber mal über unsere weiteren Schritte nach. Das Nachdenken, das geht bei mir am besten bei einem Bier. Ja, guck, tu langsam. Tu langsam. Es gibt nichts mehr bis heute auf die Nacht. Geh weiter. Als ob's ohne auch geht. Metzgerbub, Indiger. Jetzt kommen sie endlich, sie kommen! Da sind sie endlich. Ja, grüß Gott, Herr Ja, Renz. grüß dich Gott. Jesus Maria. Mein Lieber. Das war wieder Brauerei. 5 Stunden von München bis daher. Also, altes Auto hab ich auch schon mal gehabt. Aber Frau Regensburger, also die Lebensmittel hätte ich einer wirklich schon unter der Woche bei uns besorgen können. Aber bei weitem nicht so preisgünstig wie bei uns. Und solange wir noch ein Plätzchen in unserem Daimler haben. Messner, Was ist denn? bist du gut und schmeiß den Abfall drüben in der Wirt in ihrer Mülltonne. Frale. Mach ich doch für die der Halsmadel. Ah, hab ich euch erwischt. Du, jedes Wochenende, wenn die zu uns rausfahren, dann laden sie einen Müll von der ganzen Woche bei uns ab. Die sollen sich selber eine Mülltonne kaufen, dass sie mal wissen, was das kostet. Geh, schöne Nachbarnsatz, wirklich. Haben wir uns den ausgesucht oder die uns, hä? Bagasch. Ui, die Frau direkt. Nee, dieses Jesusmäßig herrliche Lüftchen hier auf dem Land. Jottlieb. Und dazu diese Ruhe. Fix Sauberlage! Herrschaftszeiten, Nee, wie schön, dass Ursel schon wieder alles hergerichtet hat. Während der ganzen Fahrt habe ich nur an deinen selbstgebackenen Kugelhupf gedacht. Ja, für über 8 Mark Zutaten. Und die Arbeit. Aha, ich höre dich schon. Olga, das Wirtschaftsgeld ist deine Sache. Na, also so pressieren tut's dann auch wieder nicht. Nee, wer gleich zahlt, vergisst nicht drauf. Das haben wir direkt, Kind. Warte mal. Jetzt gucken wir mal, was wir da haben. 5 Mark, 2 Mark, 10, 20. Tut mir leid, mehr habe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich nur noch einen 10-Markschein klein. Naja, es passt schon so auch, Frau Ringsburger. Nee, Schulden machen gibt es bei mir nicht. Weißt du was? Für den Rest nimmst du dann nachher ein Stückchen Kuchen. Und für die Arbeit auch noch 2 oder 1. Und schon sind wir wieder quitt. Und merkt dir eins, Kind, immer tüchtig sparen. Am Sparen ist noch keiner zugrund gegangen. Ja, das werde ich mir merken, Frau Ringsburger. Ich gehe jetzt wieder, bis heute Abend. Und nochmal, vergelt's Gott, Frau Ringsburger. Ist schon recht, Urselchen. Vergeht's Gott, die sind noch, verstehst du? Direkt Gotteslästerung, gell? Ja. Ja, Herrgott, wo kommt denn auf einmal der ganze Staub her?
Ja, das schlägt doch dem fast die Krone ins Gesicht. Der Flegel da von nebenan hätte ich mir ja denken können. Sie! Ja, Sie! Fliehen Sie Ihren Dreck gefälligst ein anderes Mal zusammen. Ich feg, wenn's mir passt. Und jetzt passt's mir, gell? Jawohl. Weil wir nämlich eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, indem dass wir heute Abend wieder unseren Biergarten eröffnen dürfen. Jawohl, und zur Eröffnung gehört das Fegen desselben genauso dazu wie hinterher das Zusammenräumen. Ich meine, ich sage Ihnen das bloß, weil es kann unter Umständen etwas spät werden. Ja, oder etwas früh, wir müssen nicht gehen. Hast du das gehört? Ja, Jottlieb, mach doch mal deinen Mund auf. Aber Olga, da kommt mir ein ganz übler Verdacht. Ja, der Brief von der Kanzlei Meichelböck. Ich hab noch gar nicht reingeschaut. Ein Biergarten direkt unter unserem Schlafzimmer. Da freuen Sie sich mal nicht zu früh. Dass unter unserem Fenster Sauforgien gefeiert werden und sich anschließend die Rauschkugeln die Bierkrüge über die Köpfe knallen und dazu das Hm-Tata, was hierzulande die bayerischen Bierdackeln mit Musik bezeichnen. Das werden wir zu verhindern wissen. Ja, auch. Und dass die Wirtin ein gutes Geschäft macht, auch. In den Kreisen, wo ich spiele. Da langen Sie Ihre Würste nicht einmal mit der Beißzange an. So schaut's aus. Und was die Musik angeht, unser Herr Wimmer hat drauf studiert. Ja. Und das Hm-Tata, das überlassen wir die Preisen. Ich sag Ihnen was, unser Simmel, wenn der sein Zeug spielt. Oder wenn der seine Gitarre zupft. Ach, das ist ein Gefühl wie... Wie Poesie, meine Dame. Ich sag doch nicht zu der da drüben, Dame. Herr Simmel, schauen wir mal, ob wir die Lichterkette finden für heute Abend. Ah. Heimrecht für Humpfelding! Jawohl, Heimrecht für Humpfelding! Aha! Wenn hier einer Heimrecht für Humpfelding hat, dann sind es wir. Und zwar für ungestörte Nachtruhe. Biersimpel! Ich fürchte, Olga, dass wir mit dem Biergarten da leben müssen. Ja, bist du denn verrückt? Nee. Ja, wenigstens bis Montag. Vorher kann der Dr. Meichelböck nicht tätig werden. Na, dann vergnügliches Wochenende. Also bloß zum Vergnügen sind wir auch nicht hergefahren. Na, vom Vergnügen kann wohl kaum die Rede sein, nach 5 Stunden Autobahn. Ja, grüß Gott, miteinander. Ja. Persönlich, welche Ehre. Grüß Gott, Herr Grassinger. Meine Verehrung, Frau Regensburger. Herr Direktor, ich hoffe, die Herrschaft haben eine angenehme Reise gehabt. Ja, ein bisschen stressig war schon. Naja, Sie werden bei uns wie immer gut erholen. Das glaube ich wieder weniger, wenn ich sehe, was die Nachbarn da gegenüber mit uns treiben. Wie ist es, Herr Bürgermeister? Möchten Sie ein Tässchen Kaffee? Ja, gern. Ja, nehmen Sie doch Platz. Ja. Sie können die Tasse ruhig benutzen. Die hat die Ursel aus Versehen für unseren Franz gedeckt. Ach so, dann ist er also noch nicht zurück aus Hawaii, der Juniorchef. Ja, schon seit Montag. Wir erwarten ihn heute Abend. Er ist bloß schnell in die Schweiz übergefahren. Naja, ich kann doch mein Geld nicht bloß in Hupfelding investieren. Der Franz ist nicht der Juniorchef. Das ist der Eugen. Der studiert in Amerika. Ja, Chicago, Schlachthof. Der Franz ist in der Hotelleriebranche. Hat sich auch schon was angebahnt. Hotelerbin. Ehemalige Mitschülerin von seiner exklusiven Schweizer Hotelfachschule. Vom Feinsten, sag ich Ihnen. Vom Feinsten. Ja, also da kann man schon gratulieren, gell, zu einer solchen Schwiegertochter. Ja, unser Franz ist doch auch nicht gerade auf der Brennsuppe geschwommen. Ja. Kuchen wollen Sie doch keinen, oder doch? Na, vielen Dank, Frau Regensburger. Die liegen hier. Ja, das verstehe ich. Also ich sage Ihnen, wegen diesem Bierspektakel da gegenüber werden wir natürlich in schärfster Form protestieren. Das ist Ihr gutes Recht, gnädige Frau. Also unter uns, dass sich der Wirtin da drüben eine zusätzliche Einnahmequelle auftut, das passt mir gar nicht in mein Konzept. Das ist durchaus verständlich, Herr Direktor. Je weniger bei der da drüben in der Kasse klingelt, desto eher denkt sie an den Verkauf. Ja, also passen Sie auf. Seitens der Gemeinde Hupfelding wird jetzt alles getan werden, um die diesbezüglichen Überlegungen der Frau Hilger voranzutreiben. Ja. Und nach Ihrer großzügigen Spende in alle Parteikassen garantiere ich Ihnen, dass der Gemeinderat voll hinter mir steht. Ja. Sehr gut, sehr gut, wenn wir alle wissen, was wir voneinander haben. Apropos haben. Wie haben wir es eigentlich mit der Klage gegen den Schäckerbauer? Ah, ja, wegen dem bin ich ja hauptsächlich gekommen, Herr Direktor. Einen Moment bitte. So,
Also, was haben wir denn? Ja, hier. Es bedarf dieserhalb noch einer eigenohrigen Prüfung durch den Bürgermeister, ob und wie weit das Geläute von Kuhglocken gegen emissionsschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Aber sind Sie unbesorgt? Meine Stellungnahme bleibt so, wie es Ihr Anwalt aufgesetzt hat. Na, Sie müssen natürlich bedenken, dass das, was ich einmal als oberhalb der Schmerzgrenze liegende Lärmbelästigung bewertet habe, naja, dass ich dies wenigstens einmal, ein einziges Mal mit eigenen Ohren hören muss. Also ein Lokaltermin. Naja, das Landratsamt, das will's ja so. Und ich muss mich nach oben hin natürlich ein bisschen absichern, gell? Ja, wie denn? Von den Kühen ist doch die letzte Zeit ja nichts mehr zu hören. Ja, weil's der windige Schäckerbauer auf die Weide von seinem Nachbarn drüben hat, wie ich ihn für heute zu einem Lokaltermin herbestellt hab. So sind's, unsere Bauern, gell? Ja, das schlechte Gewissen. Das müsste doch eigentlich als Schuldeingeständnis bereits ausreichen. Ja, Erna und mir schon auch, aber nicht im Landratsamt. Ja, und damit die Sache jetzt endlich zu einem Ende kommt, hab ich mir das Corpus Delicti besorgt. Die Kühe. Ja, nein, die Glocken. Ich hab's draußen im Auto. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen, ich hol's gleich rein. Ja? Sie könnten ja da ein bisschen sachkundig machen. Bin gleich wieder da. Ja. So, jetzt. Sehr gut. Ja, ein Mordschlauer, gell, unser Bürgermeister. Was? Der spekuliert doch nur auf den Bauauftrag für unsere Hupfeldinger Produktionsstätte. Denn sein Geschäft hat doch gar nicht die nötigen Kapazitäten, ganz zu schweigen denn von seinem Know-how. Ich halt halt die Leute gescheit, weil was ich tue? du mit deinen Musikantenfingern möchtest, dass ich runterfalle, oder was? Ah, da schau her. Da steht das Auto von unserem Herrn Bürgermeister draußen. Ja? Da wird wieder einiges über den Tisch gehen da drüben. Empörend. Olga, lass doch die zwei. Hey, ihr zwei, ihr könnt mir jetzt bei einer Amtshandlung behilflich sein. Ja, ich Braucht er uns? Ja, er braucht zwei Rindviecher. Was? Naja, bildlich, meine ich natürlich. Na, schau in den Spiegel nicht, dann hast du schon eins. Ebenbildlich. So kommen wir doch nicht weiter. Müssen wir selber machen. Ja, auf alle Fälle. Olga, komm. Ja, lass bimmeln. Ja. Du hast doch auch die Anzeige gegen den Schäckerbauer geschrieben. Oh, du hast eine Kurscheiße drauf. Fall nicht drauf rein, Jottlieb, der will dich noch aus deinem Rhythmus bringen. Schießbudenfigur. Ja, so, da geht's aber los. So, jawohl. Ja, so. Also. Bezeugen können Sie den Lärm aber schon, den Sie da gerade Herz. Lärm? Ja? Ich hör nix. Du, Xaver. Was für Lärm? Ja, die Kurglocken da. Mal. Kurglocken höre ich seit Monaten kann ich mehr. Kein Gockel nicht rein, nicht einmal ein Vogel traut sie mehr singen, gell? Also ohne Zeugen sind wir natürlich aufgeschmissen, gell? Guck mal, so seid ihr mir narrisch worden, ha? Da geht's ja schlimmer zu wie auf dem Viechmarkt. Ja, das wir sollten in der Armen schlafen können, wenn sie schon hören, wer macht mich eigentlich nicht mit den Kurglocken? Danke, das genügt. Und genau wegen diesem Lärm klagen deine neuen Nachbarn auch gegen den Schecker, Toni. Mani, ich komme jetzt dann gleich vorbei, gell? Dann kannst du mir als Zeugin unterschriftlich bestätigen, was du selber gerade festgestellt und ausgesagt hast. Andere ich wäre. Und die hab ich selber gewählt auch noch. Aber dass das weißt, ich unterschreibe nix, weil ich nämlich gar nix gehört hab.
hast du Umschatz? Auch 8. Was? 5 Maß Freibier und 3 für die Musik. Also, wenn du mich fragst, Mali. Frag dich aber nicht. Ist aber schade. Jeder sagen können, warum keine Gäste da sind. Weil nämlich heute so ein alter Heimatfilm kommt im Fernsehen, wo der Wildbach rauscht. Das waren halt noch Zeiten, gell, mein Lieber. Aber heute haben sie ja den Wildbach trockenlegen wegen seinem Rauschen. Na, pass mal auf, dass die nicht trockenlegen wegen deinem Rausch. Ich sage, so ein alter Heimatfilm, wenn im Fernsehen läuft, da lockst die Hupfeldinger nicht einmal mit dem Freibier von deinem Fernseher weg. Geschweige denn mit dem seiner Musik da. Also die da waren, die sind ja nur wegen dem Freibier gekommen. Und wie er dann Spiel noch gefangen hat, sind auch die noch gegangen. Geh. Was versteht denn so ein Muhakel wie du von der wahren Kunst? Du, dir gib ich gar ein Muhakel. Was denn? Das ist jetzt schon wieder los mit euch zwei. Also bitte. Also bitte. Wir sollten zusperren. Ich rede mal miteinander. Oh, da wird's aber kein Glück haben. Bei der Mali, ihrem gesunden Optimismus, gell. Herrschaftszeiten, jetzt fällt's mir rein. Ich wollte doch der Mali was Wichtiges sagen, jetzt ist mir wieder dahin. Auwe, die Ursel möchte übersitzen. Dann bin ich vielleicht wieder Sherpa. Schönen guten Abend. Endlich rührt sich mal was da in Hupfelding. Der Blecker kennen wir uns selber. Naja, dann halt nicht. Sagen Sie mal, kennen Sie den? Und wir? Das ist doch derjenige, wovon ich einer vorhin erzählt hab. Mein Xaver. Ah, mein Nebenbuhler. Gegenüber dem geben Sie mich also als Ihren Verehrer aus. Naja, ab und zu. Also nur damit er eifert. Mehr brauchen Sie einer dabei wirklich nicht zu denken. Das ist ja sehr beruhigend, Urschel. Sagen Sie mal, wollen wir ihn für seine Pflegelei von vorhin einen Denkzettel verpassen? Nur zu. Also dann. Ja, Ursele, wir sollten den schönen Abend genießen. Mit Vergnügen. Ach, wenn du mir bitte über die Hecke helfen tätst. Mein Franz. Ja, natürlich. Nix lieber als mir das, mein goldiger Schneckerle. Gell? Ach, da glaubt man sich auf dem Land fernab von jeder Versuchung. Und dann hat man sowas Liebes wie dich im Arm, mein kleines Ursele. Okay. Du machst mich ja ganz verlegen. Mein Franz. Hallo, das ist kein öffentlicher Durchgang hier, gell? Aber ein öffentliches Lokal. Also, bis gleich, Ursele, gell? Ich komm gleich noch einmal auf einen kleinen Dämmerschluck. Sieht das manchmal fein nicht, wenn die Stabwachsen auf unserer Wiesen großen, gell? Heimrecht für Hupfelding! Und, was darf sein? Eine saure Schorle, bitte. Mit Vergnügen! Mein goldiges Schneckerl! Den kocht so in seinem Wurstkäse. Ja, du pass nur auf, dass du nichts reißt. Weil dann möchte ich nicht in der Haut von deinem angeblichen Liebhaber stecken. Oh, du, nix angeblich. Zwischen mir und dem Franz ist alles echt. Geh, komm, sag am Xaufer lieber die Wahrheit, nämlich, dass du nur 13 möchtest. Ich hab schon gehört, was grad mit dem jungen Ringsburger tuschelt hast. Herrschaftszeiten, jetzt benimmt euch halt einmal wie erwachsene Leute, oder? Alt nur seid's doch. Du, oder soll ich mal mit dem Xaufer reden? Oh, du kümmerst dich lieber um dein Bier und bist statt. Nix lieber wie das. Aber leider leer. Schon kapiert. Gut, ich zahle dir das nächste Bier. Ja. Dann möchte ich aber nichts mehr davon hören, was du vorhin angeblich mit angehört hast. Hörst du mal kein Wort davon zum Xaufer? Nein, für ein Bier schweige ich wie ein Grab, bis dass es leer ist. Eine Schorle, extra sauer. Sehr freundlich, danke. Und dem Herrn bitte ein Bier. Was für ein Herrn? Da siehst du außer mir noch einen. Du hast dein Bier schon gekriegt, gell? Mama meint, es reicht, wenn einer von uns da ist. Grüß die Urschel. Grüß dich. Du, jetzt backst du die Urschel und dann macht sie einen netten Abend, ne? Nix da. Bevor wir den Abend versauen lassen, mach ich lieber dem sein Polandi. Mach du frei, ich halt die Stellung. Bier hast du gesagt? Ja, da. Ja, hast jetzt rennt er wieder ohne Krug davon, hast du gehört? Warte, ich geh mit.
gibt's denn sowas? Weißt, vielleicht lasst mir die Mali auch früher gehen, gell? Also, dass die zwei immer so grob zueinander sein müssen. Mei, die mengen sich halt. Wir, der Xaver und du, gell? Also euren gegenseitigen Grobheiten noch zu urteilen, müsst ihr euch ja sehr mögen. Also, du gefällst mir ja. Erst machst du einen Xaver narrisch und später tust du so, als ob's nicht wissen darfst, dass er auch andere haben kann. Eventuell. Du meinst den heute Nachmittag? Geh, Urschel, das war eine impulsive Gefühlserwandlung, mehr nicht. Heißt mir das jetzt oder so? Also für mich habt ihr euch einwandfrei abbusselt. Aber ich verkunde. Ein Metzgersgesell passt eh besser zu einer Metzgerstochter, als wir zu einer Vegetarierin. So, und warum legt's dann solche auf einen Wurstfabrikantensohn an? Mit einer Wurst hat der Franz nix am Hut. Der macht einmal ein Hotel auf. Ach, sag's dir doch gleich selber, Franz. Sabine! Ja, Franz! Endlich! Ich werd verrückt. Ja, sag mal, wie hast denn du mich da gefunden? Ja. Sag mal, gehörst du zu denen da drüben? Ja, schon über 30 Jahre lang. Entschuldige, Urschel, eigentlich waren wir zwei verabredet, aber... Na, Sie sind mir doch keine Rechenschaft nicht schuldig. Du musst wissen, Urschel, der Franz und ich, wir waren in der Schweiz miteinander auf der gleichen Schule. Und wir haben im selben Hotel gearbeitet. Wir waren einmal sehr gute Freunde. Nur Freunde, nicht mehr, Sabine. Du bist die Tochter von da. Ja. Was, von der Xantippen da? Du, geil. Oh, entschuldige, Sabine, es tut mir leid. Denk dir nichts dabei. Doch, tue ich aber. Ununterbrochen. Und dann frage ich mich, Franz, warum sollst ausgerechnet du einmal eine bessere Schwiegermutter kriegen als alle anderen? Du bist ganz schön frech. Frech, Sabine. Das war ein Heiratsantrag. Und ich bestehe auf eine sofortige Antwort. Ach, da. Mitten in einem Biergarten an einem lauschigen Frühlingsabend? Nein, wie romantisch. Also, ein verschwiegeneres Platzerl wären wir schon auch lieber. Am heimlichsten schmust sich am Bankerl beim Feldkreuz draußen. Also, du hast vielleicht eine Fantasie, Urschel. Ich hol mir nur geschwind eine Jacken. Ich bin gleich wieder da. Ach ja, die Weiberleute sind halt immer die Dummen. Was wollen Sie denn damit sagen? Ach, dass ich es nicht schön finde, wenn sie die Sabine hintergehen. No. Ich möchte aber schon bitten. So, und weswegen sind sie dann in der Schweiz gewesen, ha? Ich sag's Ihnen, der Liebe wegen. Feil gerade so hat's mir eine Mutter gesagt. Und dass sie deswegen in einer ehemaligen Schule die Anschrift einer ehemaligen Mitschülerin rauskriegen wollten. Einer reichen Hotelerbin, die sie später einmal heiraten täten, mitsamt ihrem Hotel. Ja, sagt eine Mutter. Ja, da hat meine Mutter mal wieder einiges durcheinandergebracht. Für mich hat's nie eine andere gegeben wie die Sabine. Nur um sie zu finden, habe ich doch in der Schweiz recherchiert. Okay, und sie hätten nicht gewusst, dass Sabine da daheim ist, wo sie doch selber früher schon oft nur in Herr Pupfelding war. Zu der Zeit, da war die Sabine immer in der Schweiz. Und da war unsere Herkunft für uns nie ein Thema. Wir waren nicht einfach nur glücklich. Ja, bis ich dann vergangenen Herbst ein halbjähriges Praktikum für Hotelmanagement in einem Luxushotel in Hawaii antreten habe. Ja, und wie ich wieder in die Schweiz zurückgekommen bin, da war die Sabine verschwunden. Weg, ohne Nachricht für mich. Offensichtlich wollte die Sabine nicht, dass ich was erfahre über das Wieso und Warum ihres Verschwindens. Und auch nicht über das Wohin. Ja, mein Gott, sie hat sich halt geniert. Ja, weil ihre Mutter kurz vorm Konkurs gestanden ist. Ja, genau das habe ich auch rausgekriegt. Genauso wie ihre Adresse. Ja, aber ihre Eltern, die wo doch schon so lange mit der Sabine ihre Mutter zum da haben, die hätten auch nichts gewusst. Urschel, die wissen nicht einmal, dass ihre Nachbarin eine Tochter hat. Ja, da konnten sie recht haben, weil sonst hätten sie gegen die vielleicht auch schon protestiert. Das kommt bestimmt noch. Spätestens, wenn meine Mutter erkennt, dass ihre reiche Hotelerbin und meine Sabine ein und dieselbe Person ist. Ja, seit wann hat denn die Sabine ein Hotel? Ja, eben. Da bist du ja, Franz. Nur auf ein kleines Glas Wein, Mama. Nö, das kannst du bei uns auch haben. Da brauchst du der Wirtin ihren Reichtum nicht zu vermehren. Wir haben zum Wochenende einen echten Gröver Nacktarsch mitgebracht. Ah, schön, Mama. Fang's doch gleich an. Ich mach nur schnell einen Abendspaziergang. Halt, warte, wir kommen mit. Bisschen laufen vom Schlafen gehen tut uns auch gut. Bleib hier,
Ich hol nur eben grad deinen Vater. So, Franz. Gehen wir? Ja, natürlich nix wie weg. Für die Urschel. Wieder schauen, Urschel. Voll Spaß. Komm, kein Schmarrn. Der Schenker ist am Oktoberfest besser. Du so viel unterm Ei gestrichen. Geh nicht, du in den Suri aus der Einstellung gar nicht mehr kennen. Nicht um einen Millimeter bin ich drunter blieben. Geh, komm, magst du nicht aufhören da. So, also wurscht. Feierabend. Jetzt wird's grünig, mein Lieber. Herr Ober, ich hätte gerne ein Bier, aber sorgfältig eingeschenkt, wenn ich bitten darf. Sag einmal, wie haben wir's denn da? Ja, die Mali hat mich entbunden. Dich? Ja, von was? Von meinen Pflichten als Musiker. Ab sofort bin ich Gast und möchte als solcher bedient werden, Ja, gell? da musst du auch wie ein solcher zahlen können. Ums Geld kriege ich überall ein Bier. Nein, ich möchte jetzt die Maß Freibier, was mir zusteht. Du hast dein Freibier schon gekriegt. Ja, als Musiker, aber nicht als Gast. Also gehen wir, zack, zack. Ja, gehen wir weiter? Oder muss ich vielleicht erst die Geschäftsleitung hier zitieren? Guten Abend. Was? Ach, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Sie wissen nicht, wo unser Sohn ist. Keine Ahnung. Fragst doch einmal sein goldig Schneckerl. Sag, Ursel, weißt du, was der Franz macht? Ja, also, ja, denken könnte ich's mir ja schon. Aber wissen tue ich nichts. Weil zu dem, was ich mir denk, da können ja immer noch zwei dazu. Und ob da die Sabine mit tut, das weiß ich nicht. Sabine? Ja, da wird in ihrer Tochter. Schmussenderweise seien sie in Richtung Feldkreuz. Ja, wissen Sie, bei den hiesigen, da hat's ein Rendezvous unterm Feldkreuz noch immer seine Folgen gehabt. Also stellen Sie einer vorsichtshalber schon einmal auf eine Verlobung ein. Man weiß ja nie. So, aber ich gehe jetzt wieder. Schönen Abend noch. Servus, Simon. Ja, die gute Öschel. So plötzlich. Sag, Jottlieb, verstehst du das? Ja, wir haben Frühling, Olga. Da regen sich in jeden Mann an so einem Abend die wüstesten Gefühle. Wir müssen hinterher, Jottlieb, sofort. Oh mein, da finden Sie im Finstern nie hin. Ja, also hörst du das? Also lass uns da auf ein Bier hersetzen und alles in Ruhe bereden. Nee, nun komm doch. Das Bier kannst du zu Hause auch haben. Besser und billiger. Billiger wie Freibier. Ober! Sie wünschen? Ja, wir hätten gern 2 Bier. Ja, hätte ich auch gern. Feierabend. Aber dem Herrn da, den haben sie gerade was serviert. Erstens hat der Herr schon vorher bestellt und zweitens hat der Herr Heimrecht. Jawohl, Heimrecht für Hupfelding. Das brauchen wir uns nicht gefallen zu lassen. Wir möchten sofort die Wirtin sprechen. Schauen wir halt einmal, ob die Wirtin auch Sie sprechen will. Der will ich was erzählen in puncto Sittsamkeit von ihrem Fräulein Tochter. Vorsicht, Olga, wer im Glashaus Ja, sitzt. grüß Gott miteinander, guten Abend. Ja, Herr Bürgermeister, gesetzen Sie ja doch gleich zu uns. Ja, gern, jetzt gestartet ist auf ein Bier, gell? Meine Verehrung, Frau Regensburger. Herr Bürgermeister, bitte. Danke. Ja, wenn der sein Bier kriegt, dann kriegen wir auch ein. Ja, das ist wohl Liebe auf den ersten Blick zwischen Ihrem Sohn und der Tochter von der Wirtin. Hä? Sie haben die beiden gesehen? Ja. Wobei ich mich auch getäuscht haben könnte, so in der Finsternis. Gell? Mei und wenn schon, wir waren doch auch einmal jung. Und außerdem könnte so ein kleiner Wochenendflirt für unser Geschäft sehr vom Vorteil sein. Naja, wenn der Franz mit seinem von mir verehrten Charme über die Tochter, nicht, die Mutter günstig zum Verkauf beeinflusst. Ja, es heißt auch, dass die Tochter, die wäre fürs Verkaufen da. Ja, jetzt hast du das gehört. Und mit der soll sich's der Franz verderben, dass sie am Ende noch aus verschmähter Liebe umdenkt und unser Vorhaben bei ihrer Mutter hintertreibt. Trotzdem. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt, dass der arme Jung wegen der Hilge ihrer Immobilie sich bei der Tochter opfern soll? Ja, fehlt's am Ende zurückpfeifen. Hm? Schließlich ist er alt genug. Du weißt, auf den Franz wartet eine Hotelerbin. Glauben Sie, dass der Suffkopf jetzt alles mitgekriegt hat? Ah, woher? Seien Sie unbesorgt. Der ist ein bisschen... Angenommen, dir tät das Anwesen von der Frau Hilger schon gehören.
Ja, da gäbe doch überhaupt keinen Grund mehr, dass der Junge mit dem Mädchen posieren soll. Na, keinen plausiblen jedenfalls. Siehst du, und deshalb musst du noch heute mit der Frau das Geschäft abwickeln und anschließend wird der Franz sofort aus dem Verkehr gezogen. Ja, mei, wenn wir schon mal da sind und der Herr Bürgermeister um diese Zeit noch als Amtsperson tätig werden Ein möchte. Bürgermeister ist rund um die Uhr im Amt, Herr Direktor. Ja, Sie, und so wie bei der Mali heute Abend ins Geschäft gegangen ist, ist die leicht zum Tabaken. Da habe ich so meine Bedenken. Sagt's mal, muss ich von meinem Hausrecht Gebrauch machen? Oh, Herr Mali, ein bisschen mehr Höflichkeit, wenn ich mal ausbitten darf, gell? Man muss ja für die ganze Gemeinde schauen. Du, dass der da ist, da hast du mir nichts davon gesagt. Ja, der war auch vorher noch nicht da. Soll ich ihn wegräumen? Nein. Übertreib's nicht, Mali, gell? Du solltest dich über jeden Gast freuen, der kommt. Es gibt aber Gäste, wo man sich noch mehr freut, wenn's wieder ginge. Oh, nicht so knappig? Ja, nicht so knappig. Du, das, wenn ich jetzt eine Brauerei meint, dann wärst du deinen Bierhahn endgültig zudrehen. Gut, dann bring 3 Bier. Aber halbe. Die haben sie gesucht und gefunden, verstehst? Bagage. Also, was ist, Mali? Hast du die Zeugenaussage gegen den Checkerbauern schon unterschrieben? Nein. Und ich unterschreibe nichts. Also diese dumme Geschichte mit den Kuhglocken. Naja, ich sollte halt mit dem Schägerbauern im Guten noch einmal darüber reden. Nicht? Mit mir kann man über alles reden, verehrte Frau Hilger. Ich bin aber nicht Ihre verehrte Frau Hilger. So. 3 Bier. No, Ja, also, dann fangen wir halt an. Bitte schön, kommen wir zur Sache. Nehmen Sie doch Platz, bitte. In medias res. Mein Angebot haben's. Ja, Und meine ja. Verträge auch. Ja, freilich, im Büro drinnen, gleich dutzendweise ist notariell vorgefertigt, ja. Na und? Ja, aber warum denn gerade ich? Ja, die Standortlage. Die Nähe zur Autobahn, Ihre Qualitätserzeugnisse und, ob Sie es glauben oder nicht, der werbeträchtige Name Hupfelding. Ja, in unserer Branche kommt mal abgesehen von den Wirtschaftlichkeitsüberlegungen der Werbung höchste Priorität zu. Und Original Hupfeldinger klingt nach einem saftigen Biss. Ja, und unter dieser Qualitätsbezeichnung werde ich Ihre Geschwollenen ganz groß herausbringen. Ja, vielleicht mit 3 Zipfeln, ha? Also Ihre Würst werden in aller Munde, naja, so wie die Frankfurter. Ja, oder die Ringsburger. Ja, die auch. Alles schön und gut, Herr Ringsburger, aber schauen Sie, ich hänge halt einmal mit meinem ganzen Herzen an dem Sach. Und mein Mann, Gott hab ihn selig, hat sich für das ein ganzes Leben lang abgerackert. Ja, leider umsonst, wie ich Ihre finanzielle Lage kenne. Ja, um den Konkurs zuvorzukommen, gibt's für Sie doch bloß eins: verkaufen. Nein, ich weiß nicht. Mali, durch die Hupfeldinger werden wir berühmt werden. Und die Wurstfabrik, die schafft Arbeitsplätze. Ja, und bringt der Gemeinde Gewerbesteuer, wo sie uns im ganzen Landkreis einig sein werden. Ja, wollen Sie vielleicht länger noch der Bremsklotz am Rad des Hupfeldinger Fortschrittes sein? Mei, ich will meine Sache zusammenhalten. Mali, in der Gemeinschaft muss der Einzelne zurückstecken, wenn's für die Allgemeinheit gut ist. Ja, das steht bei uns schon im Gesetz drin. Ja. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Ja, geh weiter, das ist ja ganz bloß nice, sei Stadt jetzt richtig. Wie jedem bekannt sein dürfte, gell? Lasst unser Herrgott die Vogel im Garten zur Freude der Allgemeinheit singen. Aber wenn's einem von denen nicht passt, dann kannst du sämtliche Vogelhausl abbauen, hast gehört. Wo bleibt denn noch da dein Gesetz, Bürgermeister? Ja, bei uns haben wir nicht einmal mit die Vogel heimrecht. Ja. Gerade, dass die Katz nicht frisst. Wie lang soll das Bauerntheater noch dauern, Jottli? Ja, so kommen wir doch nicht weiter. Nicht, Olga? Also, Herr Bürgermeister, Fakten. Ja, also Mali, es obliegt mir pflichtgemäß, dich von einer Vorlage in Kenntnis zu setzen, die jetzt am Montag im Gemeinderat verhandelt wird. Öffentlich. Also seit wir das Neubaugebiet am See drunten haben. Die Zweitwohnungen von den Stadtleuten, gell? Ja, seitdem reicht das gemeindeeigene Wasserreservoir nicht mehr aus, um Gewerbebetriebe auf der Seite herum, also speziell deine Metzgerei da, zukünftig mit Wasser zu versorgen. Ja, mei, dann müsst ihr halt eine neue Quelle anbohren. Gern, wenn's das du zahlst. Was ich? Ja, das war ja noch das Schöne. Um Gottes Willen, Jesus Marant Josef. Xaver, ja, was sagst denn du dazu? Ja, weil, Chefin, ohne Wasser keine Wurst. Eine andere Zuleitung gibt's nicht, dass wir Wasser herkriegen. Sauber, sag ich. Ja, ein weiteres Problem ist die Ableitung. Ja, unser Umweltschutzgesetz schreibt nochmal Abwasserrohre bis zum nächstgelegenen Sammelbecken vor. Ja, ein Problem, was auch auf die Gemeinde zukommt, Mari. Pass auf, der Herr Direktor Regensburger würde für den Fall, dass du ihn verkaufst, würde er uns eine komplett neue Wasserver- und Entsorgung erstellen. Und zwar
Unentgeltlich, gell? Wenn du weißt, was das für eine so kleine Gemeinde wie wir sind bedeutet. Noch mehr Abhängigkeit. Ich gebe auf. Was? Herr Ringsburger, ich verkaufe. Sehr vernünftig, Frau Hilger. Mali, ich danke dir im Namen von Hupfelding. Frau soll unterschreiben. Wir müssen den Franz vor vollendete Tatsachen stellen, bevor er es tut. Ja, Frau Hilger, es mag Ihnen etwas ungewöhnlich erscheinen, aber mir wäre sehr daran gelegen, den Kauf noch heute und hier unterschriftlich zu vollziehen. Ja, aus rein privat-persönlichen Gründen natürlich. Gut, umso eher habe ich es hinter mir. Ja gut, dann kann ich schnell rübergehen und die Verträge holen. Ja, das braucht doch ja nicht. Die Frau Hilger hat doch ja gesagt, dass sie die Unterlagen dutzendweise in ihrem Haus hat. Ja, richtig. Ja, dann können wir ja. Der Bürgermeister. Ja, selbstverständlich. Ja. Olga. Ja. Frau Hilger. Bitte schön, noch einer. Die Freund, komm rein. Ich gebe einen aus. Ich mag halt nichts mehr. Die Pleite mit dem Biergarten war's, die der Chef in den Rest gegeben hat. Trotzdem hätte ich nie und nimmer gedacht, dass sie jemals verkaufen wird. Die hat nicht verkauft, die hat kapituliert. Also, wenn man das alles so liest, könnte man direkt den Glauben an das Gute im Menschen verlieren. Ja, ganz im Gegensatz zu dem, was in unserer Zeitung über Sie drin steht, Herr Direktor, gell? Aber rundum 50 Arbeitsplätze in Ihrer Wurstfabrik. Sie, das ist für Hupfeldinger ein wahrer Segen. Und der Bauauftrag für meine Firma, ein warmer Regen, gell? Ja, also, jetzt freuen Sie sich aber nicht zu früh auf den Bauauftrag. Kommen Sie mal mit, Herr Bürgermeister. Ja. Da kommen Sie mit, ich zeige Ihnen was. Schauen Sie, Herr Bürgermeister, das wird alles Firmengelände. Nicht? Da hinten ist die 120 auf 40 Meter, das wird die Produktionshalle. Dann kommt die Werkstatt, das Kühlhaus, das Kesselhaus und da hinten ist die Wiese. Sehen Sie das? Die wird zubetoniert. Zu- und Abfahrt. So. Und jetzt frage ich Sie, was hat Ihre Baufirma zu bieten, um dieses Projekt zu realisieren? Personell, materiell und unter dem Druck einer Konventionalstrafe. Was? Konventionalstrafe? Von sowas war überhaupt noch nie die Rede. Aber Herr Bürgermeister, im Herbst sollen die ersten Meter Würst über das Band laufen. Muss ich mich doch absichern, nicht? Zeit ist Geld. Und deshalb geht das ganze Projekt an eine Großfirma mit dem nötigen Know-how. Und einem echten Staatsminister im Aufsichtsrat. Also dagegen hat natürlich unser eins keine Chance nimmer. Man ist ja schließlich Realist. Naja, dann werden Sie auch einsehen, dass die Rentabilität eines Betriebes sich nach seiner Automation richtet. Was früher 10 Leute gemacht haben, das macht heute eine einzige Maschine. Ja, also wer für Hupfelding wären so, 4 Maschinen, eine optimale Auslastung, computergesteuert. Sie werden staunen. Ja, aber für was dann diese 50 Arbeitsplätze? Ja, das frage ich mich auch. Also, nach großzügigster Auslegung würden doch ein Dutzend Leute langen. Was, ein Dutzend? Plus 12 Arbeitsplätze für Hupfelding? Ja, maximal. Abzüglich der Fachkräfte, die wir aus München mitbringen. Ja, und für was hab ich mich dann für Ihr Unternehmen da heraus so stark gemacht? Immerhin kann Ihre Gemeinde sich doch auf eine neue Wasserleitung freuen. Zur Mitbenutzung. Sie sind mir doch nicht böse, Sie verstehen. Ja.
Ja, also ich wollte sowieso schon längst beim Checker tun, ich sage, vielen Dank für den Kaffee, gnädige Frau. Auf Wiederschauen. Also das ist ja mehr. Darf ich abräumen, Frau Ringsburger? Unseres schon. Ja, den Franz sein Gedeck auch. Wenn der Malefizbank es nicht für notwendig hält, uns über sein Wegbleiben zu informieren, dann sollte er frühstücken, wo der Pfeffer wächst. Im Golfhotel. Wo? Beim Golfclub in Hampel. Der junge Herr ist ja schon bei Zeiten weg zum Golfen. Und im Golfhotel wollte dann auch sein Kaffee trinken, sollte ich Ihnen ausrichten. Das ist aber nett, dass wir das jetzt auch schon erfahren. Tut mir leid, Frau Ringsburger, aber momentan, da schwirrt's bei mir einfach nur noch so im Kopf umeinander. Doch nicht etwa ein Mann. Doch, der Xaver. Gell, das sieht man mir an. Habt ihr euren ewigen Streit endlich beigelegt? Heute Nacht war große Versöhnung. Ja, und wenn das mit der Helga vorbei ist, dann möchten wir unsere kleine Gastronomie pachten. Mei, die wissen wir ja auch was Besseres, aber was tut man nicht alles aus Liebe? Ja. Na, Olga, was sagst du jetzt zu unserem Sohn? Der Lausbub hat sich seit gestern Abend nicht mehr sehen lassen. Lieber Gott, Jottlieb, der weiß ja noch ja nicht, dass der Kaufvertrag längst unter Dach und Fach ist und dass er seine Aktivitäten bei dem Mädchen einstellen kann. Er wird sie doch nicht ins Golfhotel bloß zum Frühstücken mitgenommen haben. Ein Trost, dass ich ihn wenigstens zum Morgenkaffee in einer uns gesellschaftlich ebenbürtigen Umgebung weiß. Guten Morgen, Papa. Ah, der lang Vermisste. Und eine Sportskameradin nehme ich an. Na, mehr, Papa. Meine Schweizer Liebe. Na sowas. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, Olga! Komm, schau, wenn uns der Franz da mitgebracht hat. Etwa das Mädchens Liebchen. Nein, die aus der Schweiz mit dem Hotel. Oh! Ja, wir sollten darauf anstoßen. Ne? Hey Franz, schau mal, ob du im Haus noch was zum Trinken findest. Im Kühlschrank ist noch ein kleines Restchen nackter Gröver. Gröver Nacktpopo. Ja, der Champagner ist uns leider ausgegangen. Bin schon unterwegs, Mama. Gesinnungsprüfung, Sabine. Sabine? Sabine Hilger. Was die von da drüben? Ja, das da drüben ist unser Haus. Das war es einmal, Fräulein Hilger. Ja. Ach was, ja. Hat Mama jetzt doch verkauft? Unwiderruflich. Also nach ihrer Unwissenheit zu urteilen, waren sie die letzten 14 Stunden nicht in Obhut ihrer Frau Mutter. Mit unserem Franz, meint mein Mann. Ja, mit ihm. Und unseren gemeinsamen Plänen für die Zukunft. Es wäre besser für Sie, wenn Sie sich auf die Gegenwart besinnen würden. Und darin können Sie den Franz vergessen. Frau Regensburger, wir haben uns gern. Für den Franz gibt's keine andere als mich. Und ob es die gibt. Aber ich hätte sie eben gerade auch fast für die Nämliche gehalten. Bloß hab ich bei Zeiten noch meinen Irrtum erkannt. Und es wäre besser für Sie, wenn Sie das auch täten, Fräulein Hilger. Falls Sie immer noch auf unseren Sohn spekulieren. Da gibt's nichts zu spekulieren. Oh, es sei denn in Ihrer Fantasie. Denn seit heute Nacht steht fest, der Franz und ich, wir werden so bald wie möglich heiraten. Ja. Müssen, Frau Regensburger. Müssen. Lieber Gott, Jottlieb, siehst du, das Malheur hätten wir verhindern können. Verhindern? So saudumm kann doch gar keiner sein, wie sich dein Herr Sohn anstellt. Mit seinem von dir ererbten Charme. Oh ja, So, auf eure Schwiegertochter in Spee. Wo ist sie denn? die Hupfetinger Bauerngeist, heim, wo sie hingehört. Mama, das nimmst du sofort zurück. Du wirst dich bei der Sabine entschuldigen. Sonst gibt's für mich kein Bleiben mehr unter eurem Dach. Franz, deine Mutter soll sich bei einer Mitgiftjägerin entschuldigen. Sag einmal, du bist doch wohl nicht ganz bei Trost. Gut, ihr wollt es ja nicht anders. Sag du es ihm, Jottlieb, unter wessen Dach er gerade dabei ist, reinzuschlüpfen. Was soll das heißen? Also das hilgerische Haus, Franz. Ich hab's gekauft. Und damit gibt es für dich absolut keinen Grund mehr, dem frischen Dingen da drüben schön zu tun. Dann stimmt es also, was der Simmel mir gerade erzählt hat. Was denn? Dass deine so große Liebe nur vorteilhaft war. Ein Mittel zum Zweck. Ja, sag mal, wir sind denn da alle narrisch geworden? Gib dir keine Mühe, Franz. Du hast doch jetzt gekriegt, was du und deine Eltern haben wollten. Alles.
Sabine. Na, da geblieben. So, raus mit der Sprache. Was hast du der Sabine erzählt, hä? Nur das, was ich gestern von ihren Eltern gehört hab. Ja, nämlich, dass die Sabine bei ihrer Mutter um schönes Wetter anhalten soll. Dass ja nichts anbrennt bei dem Haus- und Grundstückverkauf, nicht wahr? Ja, und dass sie der Sabine so ein bisschen, verstehen Sie schon, was ich meine? Mein Gott, du warst doch bis zum Kragen voll. Ja, schon, aber meine Ohrwaschel waren frei. Franz Buttgeweiler, seid gescheit und kommt zurück. Euer Haus? Na. Pass auf, sagt der Sabine. Ich müsste es mir schwer überlegen, ob ich ihr die Verdächtigungen über mich jemals verzeihen könnte. Verzeih? Sei doch froh, dass du so los bist. Mama, wann begreifst du das endlich? Es gibt für mich keine andere wie die Sabine. Ja, und was ist mit dem Mädchen mit dem Hotel? Mein Gott, die existiert doch nur in deiner Fantasie. Das heißt, ein Hotel werden wir zwei schon haben, demnächst. Ja, in Pacht, das Golfhotel von Hampfing. Sagt der Sabine noch, dass ich mich jetzt um den Pachtvertrag von dem Hotel kümmere. Wie abgemacht, termingerecht. Trotz allem. Auwe, da hab ich einiges zum Aufklären. Das eilt aber nicht so. Ja, ich wollte Sie gerade zu einem Glas einladen. Ein Glas, Moment, halt. So nicht, gell? Du sagst der Sabine sofort, was man dir angeschafft hat. Verschwind. Ja, was ist denn? Ich nimm dir weiter deinen Platz ein. Wir haben was zu reden miteinander, Herr Nachbar. Also muss das unbedingt jetzt sein. In Ihrem eigenen Interesse. Sag mal, bist du noch immer da? Mei, wenn's halt schon mal angeboten wird, oder? Gut, aber nur das eine, ja. Komm. Also dann, in diesem Sinne. Ja, viel Teufel ist der Kreis. Komm, steig dir jetzt, komm, hopp, immer. Das ist auch nur was für Kenner. Ja, für Kellner vielleicht. Also, in Zukunft keine Feindschaft mehr. Prost. Auf gute Nachbarschaft, Herr Nachbar. Zum Wohlsein. Was? Gute Nachbarschaft? Nachbar? Heißt das, wir sind Nachbarn, so Häuschen an Häuschen? Haben Sie das nicht gewusst? Was? Das kleine Häusl da hinten, wo Ihre Fabrik hinbaut werden soll. Klein, aber mein. Ja, unser Meister Gott hab ihn selig. Der hat's mir vor vielen Jahren einmal günstig verkauft. Seitdem wohne ich drin. Ich hab das immer für einen alten Stadel gehalten. Och, mir taugt's, gell? Klein, ruhig, abseits. Und weil ich will, dass es auch in Zukunft so bleibt, bin ich absolut dagegen, dass da eine Fabrik hinbaut werden soll. Ja, dagegen sein dürften Sie ja. Bloß wüsste ich nicht, wie Sie die Fabrik verhindern wollen. Ja, indem ich beispielsmäßig für mich das gleiche Recht in Anspruch nehme, wie Sie gegen den Schäckerbauer mit seiner Kier, den Huberbauer mit seinem Gockel. Wollen Sie vielleicht gegen uns prozessieren? Ja, wenn sein muss, auf Teufel komm raus. Du brauchst aber einen langen Atem dazu. Und zudem verholf ich ihm. Mit dem Geld, was mir von meinem Hausverkauf übrig bleibt. Da kann der Xaver bis zum Bundesgerichtshof gehen. Lieber Gott, Gottlieb, da finanzieren wir ja einen Prozess gegen uns selber. Na, das braucht ja überhaupt nicht, Wenn was? wenn Sie am Xaver sein Häusl abkaufen dann. Na ja, darüber könnte man doch reden. Na, ich verkaufe aber nicht. Sei gescheit, wenn der Preis stimmt. Ja, was taten Sie denn so zahlen, Herr Nachbar? Ich meine, so ungefähr. Na ja, so ungefähr. Ah, das ist zu wenig. Auf alle Fälle die Hälfte, was ich für meinen Anwesen gekriegt hab. Bei der laufen ja sämtliche Räder locker. Na, Moment, gell, Sie? Noch ein Wort über meine Chefin und wir sind fertig, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ist ja gut, aber Frau Hilger, was Sie da verlangen, das ist doch wirklich absurd. Jetzt auf einmal, Herr Ringsburger, wo doch bei jedem Geschäft immer einer ist, der draufzahlt. Ihre Worte, Herr Ringsburger, Ihre Worte gestern bei unserem Vertragsabschluss. Gestern hab ich draufgezahlt, heute sind Sie drauf. Ja, das ist nur recht und billig. Ja, also, bevor wir jetzt da weiter verhandeln, wollen wir doch Ihr Häuschen einmal inspizieren. Oh, freilich, gut. Schauen wir es uns an. Wuschel, komm, geh mit. Aber nicht ohne mich. Ja, also da bin ich jetzt schon neugierig. Dieser alte da Stadel hinten, da drüben, nein, das ist das hat ja eine schöne Waage. Es geht Moment, Mama. Kommst du bitte mal? Ja, Madel, ist was passiert? Viel, Mama. Sehr viel. Du, mir was, als wir heute in der Früh jemand heimlich aus unserem Haus geschlichen war. Hat das damit zu tun? Ja. Und mit deinem zukünftigen Schwiegersohn. Was? Mein Schwiegersohn, Herrerecht. Wieso warst du überhaupt so früh schon auf? Ja, damit ich den einzigen Bus noch erwischt hab, der heute am Samstag in die Stadt fährt, zum Dr. Weißmüller. Na, sag was Ernstes. Ah, woher? Der Dr. Weißmüller ist doch unser Tierarzt.
und Kreisheimatpflege. Ja, so. Ja gut, dann kann ich ja jetzt beruhigt nach Hanfing radeln. Ja, was willst denn du in Hanfing? Später, Mama, später. Jetzt pressiert's. Ja, jetzt legt nur der Herz in die Pedale, gell? Und ab. Als danach. Hals- und Beinbruch. Ja. Was ist, Marli? Hast du jetzt die Bestätigung vom Dr. Weißmüller? Ja, freilich. Druckfrisch kopiert. Da drüben läuft auch alles wie besprochen. Das hättest du sein sollen. Oh, wie der Herr Direktor Ringsburger ein Xaverl mit seinem Heißlaufen Leimganger ist. Weißt du was? Dann lassen wir jetzt unsere zweite Bomben hochgehen. Ich muss halt sagen, also nach Lage der Dinge muss ich wohl akzeptieren. Dann kaufen Sie also mehr Heisel. Ja, aber wollen wir nicht drüben weiter verhandeln, da hätte ich auch gleich die nötigen Vertragsformulare. Nein, Herr Ringsburger, alles da, alles da. Werden wir gleich alles haben. So, jetzt der Grundbuch stimmt, gell? Ja, das bleibt da so, Das jawohl. bleibt da so. Dann Hausnummer 4. Hausnummer 4 und zum Kaufpreis von 500.000 Mark. So, Herr Ringsburger, sind Sie gut. Und werden Sie die kleine Abänderung da unten unterzeichnen, gell? Da unten rechts, ja. Ich unterschreibe gern als Zeuge. Und die Ursula, gell? So viel Geld für so ein kleines Jachtenläubchen. Ja, summa summarum gleicht sich das ja mit dem gestrigen Kauf wieder aus. Hey, ein bisschen rechnen können wir schon auch, gell? Ja, und was ist jetzt mit dem da? Ach ja, Herr Ringsburger, dann Sie vielleicht das einmal genau anschauen. Ja, Denkmalschutz. Antiquarisches interessiert mich doch. Sollte ihn aber interessieren, sollte ihn. Wo es doch um Ihren Besitz geht. Jetzt schauen Sie her, jetzt passen Sie auf. Das stattliche Gebäude, der anno 1685 bis 1820 von Turn und Taxis privilegierten Posthalterei zu Hupfelding, veranschaulicht ein großes Stück bayerischer Zeitgeschichte. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt ist das Würstelplatz. Das macht nix, Unkraut vergeht nicht. In der Fabrik ist es aus und vorbei. Nee. Ja, das Anwesen von der, das ist denkmalgeschützt. Was? Dieser altersschwache, abgewirtschaftete Kasten? Ja. Und Sie haben das gestern schon gewusst. Nein, auf Ehr und Seligkeit. Na. Ich hab's erst gestern erfahren vom Simmel, aber da war das Haus an Sie schon verkauft. Das kann ich beschwören. Sie waren doch total betrunken. Ja, aber ich war nüchtern. Ich hab gewusst, dass ein Simmel die ganze Zeit über was gedruckt hat, was Wichtiges, was er der Chefin nicht sagen soll. Und beim Heimgehen ist er rausgerückt damit, dass Der Kreis Heimatpfleger beim Amt für Denkmalschutz unser Haus jetzt das Ihrige als historisch erhaltenswert vorgeschlagen hat. Und letzte Woche hat er die Bestätigung gekriegt. Ja, auf meinen Vorschlag hin wiederum, gell? Ja, bei der Erstellung einer Dorfchronik zu unserer 800-Jahr-Feier bin ich nämlich draufgekommen, dass 1768 die Kaiserin Maria Theresia hier genächtigt hat. 2 Jahre später hat die Marie Antoinette ihre Rose ausgewechselt, da auf der Fahrt von Wien, gell? Sogar der Goethe hat einmal logiert hier. Also ich sag Ihnen was, in diesem Haus finden Sie keinen Stein, in dem nicht ein Kapitel Erinnerung liegt. Ja, für mich ist jeder Stein ein Kapital. Aber ein totes Kapital, wenn Ihnen das was sagt. nein, also tut mir leid, mir sagt das nichts. Na, mei, das Haus ist historisch erhaltenswert, gell, und darf deshalb nicht abgerissen werden. Ja. Ergo Fulgo darf der Herr Direktor nicht bauen und hat das ganze Geld für das Anwesen umsonst ausgegeben. Moment mal. Solange das alles noch im Antragsstadium steht, kann uns keiner Jottlieb. Der Bürgermeister soll mit dem Bagger und der Abrissbirne kommen und spätestens in einer Woche ist das Ärgernis beseitigt. Mein Gott, Olga, bist du naiv. Die Konkurrenz, das Fernsehen, gewisse Zeitungen, die lauern doch nur auf so etwas. Ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen vor mir. Münchner Wurstfabrikant macht bayerisches Kulturdenkmal nieder. Historische Posthalterei fällt Profitgier und Spitzhacke zum Opfer, gell? Da hörst du das wäre eine nie wieder gut zu machen, die Negativwerbung. Unsere Würste hätten für alle Zeit einen üblen Beigeschmack. Na, mein Lieber, da wären sich alle einig. Wir wären weg vom Markt. Ich muss sofort an Dr. Meichelbeck anrufen. Was heißt anrufen? Ich fahr gleich selber zu ihm.
Und Sie? Ja. Sie hören über meinen Anwalt von mir. Mit Vergnügen. Burschel, gib ihm die ganzen Dokumente mit, braucht man nicht mehr. Halt, jo, für am Montag braucht man noch welche für die Zeitung. Ja, Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Ja. Gib mir das Ursel. Hier ist es. Du Franz. Ja, mein zukünftiger Schwiegersohn. Oh, man sieht aus feinstem Stall, so was sich der Mutter gleich geht. Kennst ihn du? Ja, freilich. Das ist doch der Frau Ringsburger, ihr Sohn. Was? Der ihr Sohn und meine Tochter? Oh, das gibt's doch nicht. Da sind wir uns ausnahmsweise mal einig, Frau Hilger. Sehr geschickt eingefädelt. Das Töchterchen auf die teuerste Schule schicken, da wird sie schon irgend so einen Gimpel finden, der auf das schöne Lärvchen reinfällt. Und der vor allem alles hat, worauf es in Ihren Kreisen ankommt. Reputation, Geld und den ehrbaren Namen. Ringsburger, da müssen die aber Sitten fürchten bei dem Namen. Da heißt es mir schon lieber Frau Gschwoine. Das tät Ihrem Fräulein Tochter auch besser anstehen. Obwohl der ihr Balsch einmal nicht Regensburger heißen wird. Ihr was? Ihr Kind von unserem Franz, wie in dem der Jung nicht einmal vor der Heirat zurückschrecken tät. Ja, soll das vielleicht horsten? Nicht soll, das Horst, dass wir selbst mit einem gemeinsamen Enkel nicht familiär werden. Ja, das kann dir nur verschmerzen. Aber wenn ihr an der Sabine Zukunft denkt und an das arme Hascherl, ja, das ist. Chefin, das gibt sie doch alles wieder. Komm noch, freilich. Geh weiter. Sieh mal, sag einmal, was hab ich denn bloß falsch gemacht, dass die Sabine so wenig Vertrauen zu mir hat? Tja, mei, warst du immer offen zu ihr? Zum Beispiel, wenn es um deine Finanzen gegangen ist oder um dein miserables Geschäft da. Ja, mein Gott, ich hab halt nicht wollen, dass er sich aufregt und dass er sich vielleicht wegen mir einmal schamt. Ja, vielleicht hat sie das Gleiche nicht wollen, wie es gemerkt hat, dass was Kleines unterwegs ist. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es hat nicht sollen sein. Ja, ist das Madel? Ja, was ist denn passiert? Hat's dich geschmissen, hä? Und wie es mich geschmissen hat. Oh, sieh mal, ich glaub, dein Radl ist nur noch Schrott. Ah, das war's vorher auch schon. Mir ist nichts passiert. Ja, also. Na, Gott sei Dank, Gott sei Dank. In deinem Zustand kann man gar nicht vorsichtig genug sein. In meinem Zustand? Geh, Mama. Also in der Hinsicht, da kannst du völlig unbesorgt sein. Also dann hat also die preußische Giftspritzen das alles nur aus der Luft gegriffen. Ja, von dir und dem Sohn und dass sie wegen ihrem Kind jetzt heiraten sollen. Ja, das wollen wir auch noch immer. Hoffe ich, wenn sein Moment ein bisschen kriselt. Ah, mei, das hat der Franz schon lang verziehen. Du, so wie der reingeschaut hat, wie er mich zusammenbeitelt hat. So schaut keiner rein, der einen anderen Basis. Sondern? Liebesbedürftig. Ja, also da tut sie allerhand hinter meinem Rücken. Nein, Mama, pass auf. Das Golfhotel in Hanfing, das ist zu verpachten, ja? Und der Franz und ich, wir würden es gerne übernehmen. Ja, sein Besitzer gibt's aber nur an ein Fachehepaar ab. Naja, vom Fach kommen wir ja beide. Ach, und heiraten wollen wir sowieso irgendwann. Warum also nicht gleich? Und weil es uns gar so pressiert, hat sie dem Franz seine Mutter wohl schon als werdende Großmutter gesehen. Ja, nicht nur die, gell? Aber wie soll es die Geschichte weitergehen, ha? Das entscheidet sich zurzeit bei einer Besprechung im Golfhotel. Deswegen ist der Franz ja dorthin. Weißt? So, Simmerl, für uns ein Bier. Für die Damen gibt's was Spritziges. Alles dann. Oh. Jetzt trinken wir mal auf den guten Verkauf von vorhin. Jawohl. Und auf den zukünftigen Ochsenwirt von Hinterharting. Nebst Gattin. Ja. Also Prost. 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 Und wenn mein Radl wieder gekriegt ist, dann habt's mich gleich als Stammgast. Kommt einiges auf uns zu. Der Franz. Mama, bittchen, halt jetzt zurück, gell? Sabine, grüß dich. Grüß Gott, Frau Hilger. Ja, grüß Gott. Sabine, mit dem Hotel wird's nix. Gell, das ist nicht wahr. Doch, leider. Da hat uns irgendjemand ganz übel mitgespielt. Frau Hilger. Ja? Hätten Sie doch ein Zimmer frei übers Wochenende? Eins, wenn sein muss 12. Sabine, du rückst in den Ringsburger gleich ein Zimmer her. Aber möglichst weit weg von deinem. Nutzt nix, Mama.
Der Franz kommt sie aus dem Haus. Ich weiß, sogar im Finstern, gell? Ja, ich zieh mich einmal um, gell? Jawohl. Ja, Was ist denn da los, hä? Au, schau hin, der Scheckerbauer treibt sich die Kier auf. Ja, auf die Weide hinterm Regensburger sein Haus. und der Bürgermeister will jetzt zurückholen. Sauerei, Jesusmäßchen! Wo man hintritt, nichts wie Kuhfladen. Gnädige Frau, ich bitte im Namen der Gemeinde um Entschuldigung. Der Scheckerbauer verstößt gegen jegliche Abmachung. Das ist doch hier wohl so üblich. Heimrecht für Hupfeting hat er gebrüllt, dieser Wüstling. Lauter wie sein Ochse. Und das Jötz-Zitat hat er auch mit eingeflochten. Was? Also das wird Folgen für ihn haben. Darauf können Sie ihn verlassen. Sie wird sofort höchstpersönlich. Unseretwegen brauchen Sie sich nicht mehr zu bemühen, Herr Bürgermeister. Für uns ist das Kapitel Hupfeting erledigt. Privat und geschäftlich. In jeder Beziehung. Ja, aber Frau Direktor, der Herr Direktor wird doch wegen solch einer Lappalie so ein großes Projekt nicht verwerfen. Nein, die Gemeinde rechnet doch schon mit der Gewerbesteuer. Eine Lappalie nennen Sie das. Das ist eine eiskalt geplante Machenschaft der Hupfeldinger Dorfmafia. Herr Bürgermeister, falls wir uns nicht mehr sehen, es war mir ein Vergnügen. Zeitweise. Also da blickt jetzt durch, wer mag. Weiter wieder einmal wie so oft der Durchblick, Herr Bürgermeister. Da schau mal her. Lies einmal das. Das wirst du noch kennen, gell? Denkmalschutz, Marie Antoinette. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, das ist ja klar, dass ich deswegen jetzt der Ringsburger aus Hupfelding zurückziehe. Herrschaftszeiten, wenn jetzt ihr bloß wisst, wer uns da beim Denkmalschutz hingehängt hat. Jetzt sitzt mir ein Schädel in der Sauce. Und alles wegen so einem heimatgespinnerten Deppen da. Ja, der Depp bist schon selber. Wieso? Du hast doch unbedingt eine Festschrift wollen für unser 800-Jahr-Feier, nicht? Ja, damit hast du dann ja geradezu mit der Nase auf dieses Stück Heimatgeschichte gestessen. Ja, Herrschaftszeiten, die Festschrift, ja freilich. Aber was denn da unbedingt drinsteht, wenn vor 200 Jahren irgendeine Majestät und nicht einmal eine bayerische seine Ross bei uns da gewechselt hat. Ja, sowas interessiert doch heutzutage keine Menschen mehr. Nein. Was wird, das wollen Sie wissen, wie es weitergeht. Jawohl, unser Dorf soll schöner werden. Ja, da musst aber du auswandern. Und dazu brauchen wir die Steuern und die Spenden von den Großkooperativen. Von den Großkopferten, ja. Mit einer Wurstfabrik auf historischem Gelände, gell? Natürlich mit einem Tafel dran, wo drauf steht, hier stand von bis die Turn- und Taxi-Posthalterei. Ah, geh weiter. So eine Tafel hätte uns der Regensburger bestimmt auch noch gestiftet. Ja, das glaube ich, sogar aus Brose. Und die Gemeinde hätte im Gegenzug dann unser Dorfplatz umbenannt. In Gottlieb Regensburger Plätzchen. Das klingt doch gut, oder? So heimatlich, gell? Das soll jetzt der Franz ausmachen. Herr Direktor, ein Moment. Gewähren Sie wenigstens dann so gut und taten uns einen Gasthof zur Post zu unserer 800-Jahr-Feier ein bisschen renovieren lassen. Was? Ja? Gutes Geld verloren im Hinterherwerfen. Also, für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Spar dir deine Worte, Jottlieb. Was zu sagen war, ist gesagt worden. Nur ist das in die bayerische Bierköp noch nicht reingegangen. Jottlieb, komm, wir gehen. Ja, vielen Dank. Servus, ihr Hör schon hier! Seid jetzt endlich fort! Ja, Gott sei Dank, Mali. Du am Sonntag beim Gottesdienst, da wirst du die Glocken läuten hören wie noch nie. Und die Orgel wird jubilieren wie Weihnachten und Ostern miteinander. Ja, und nach der Kirche, da spielt da herinnen die Blasmusik, das gerade schon kracht, gell? Und 3 Böller sind fällig. Für jedes Jahr Fremdherrschaft unter der halbpreußischen Besatzung einen. Und dann, Herr Bürgermeister, dann sind Sie mit einer Rede dran. Genau, Sepp. Zum Thema Heimrecht für Hupfelding. Oh, da muss er gerade reden, ha? Ja, warum denn auch nicht? Übrigens, könnt ihr mir dankbar sein, gell? Dass ich euch mit der Nase auf diese historische Begebenheit gestessen hab. Ja, wenn ich dem Mesner nicht den Auftrag dazu gegeben hätte, dann wäre von euch niemals nicht einer draufgekommen. Hast selber gesagt, Zimmer, gerade zuvor noch. Ja, Den schau du, der dreht sich übers Fandel am Dach, ha?
Du pass auf, Mandei, dass ich dich nicht mit der Nase wo draufstoß, dann kennst du nämlich selber nimmer. Du anders mal. Also für heute haben wir ja wirklich was Besseres zum tun. Ja, das meine ich auch. Sabine, wir sollten uns überlegen, wie wir das Wirtshaus zur Post exquisit renovieren. Du, ich hab mir gedacht, so im Landhausstil. Und dann stellen wir einen Antrag, dass wir in die Kette der Romantikhotels aufgenommen werden. Du sagst wir? Ja, natürlich, wir zwei. Als neue Besitzer der ehemaligen Posthalterei. Ja, wieso neue Besitzer? Pass auf, mein Vater, der hat mich enterbt. Aber meinen Pflichtteil, den hat er mir nicht vorenthalten können. Das Wirtshaus zur Post? Ja, mit allem Drum und Dran. Du sag einmal, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie wir deine hochfliegenden Pläne finanzieren sollen? Oh, so weit habe ich noch nicht gedacht. Ja, da können wir euch helfen. Passen Sie auf, Herr Ringsburger. Das Haus da drüben von Ihren Eltern, das gehört ja noch jetzt auch, oder? Ja, ich hoffe nur, dass es mir mehr Glück bringt als meine Eltern. Ja, das wird's bestimmt. Vorausgesetzt, dass es mir und der Urschel zum gleichen Preis verkaufen, den ich für mein Häusl gekriegt hab. Sabine! Langsam. Unter der Voraussetzung, dass sie mich und die Urschel mit in Hotel übernehmen. Ja, mich nicht als Metzger. Na, die Zeiten, die sind vorbei, gell? Wie wär's als Hausmeister? Aber nur, wenn ich ein Kapperl krieg. Natürlich! Sogar mit einem goldenen Bantal drumrum. Urschel, dann darfst du aber sie zu mir sagen. Urschel, und du kommst ans Salatbuffet. Ja, das liegt mir. Ja, obwohl, was Eigenes war mir doch eigentlich lieber gewesen. Ach, Urschel, weißt du, die Heirat mit dir, die nervt mich schon nur da. Fang ich nicht nur Geschäft an. Na du, weißt du, ich bin halt kein Geschäftsmann. Hört euch die noch, ha? Du gehst ja nur ein Klarhäusler und heute Besitzer der Nobelherberge eines geidigen Stoderers. Ja. Da möchte ich sagen, ich war kein Geschäftsmann. Du Sabine, ich trau mir ja fast nicht rum, gell? Aber Simmel, selbstverständlich kehrst du auch mit ins Team. Als Musikant für unser Bier- und Weinstumm. Ja, und da stellen wir einen großen Stammtisch rein für die Hupfeldinger Männer. Jawohl! Und den stift ich! Ja, mit einem Tafel, wo drauf steht, Heimrecht für Hupfelding!